Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Enki mit Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. Und schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Bis dort hier. Okay. Gut, dann hole ich mal wieder eine andere Waffe. Sogar die Energiequelle setzt damit Gewalt rein. Der kann das halt einfach nur reinlegen, ne? Ich glaube, ich habe schon seit längerer Zeit kein Let's Play mehr gehabt, wo ich einen Hauptcharakter so nicht hab leiden können. Ich überlege gerade, habe ich überhaupt jemals ein Let's Play gehabt, wo ich der Hauptcharakter, der mal spielt, nicht besonders leiden konnte? Ja, Cloud vielleicht bei Final Fantasy 9. Silver. Bin kein besonders großer Cloud-Fan. Was mache ich denn hier für einen Scheiß? So. Zurück. Ja, so. So wird doch ein Schuh draus. Hui. Aber gerade so. Mal hopp, dann ochsen wir hier nochmal die Energiequälerei. Und kommt doch ein Medusa hergeschlichen. Oder was? Ja, ich glaube Medusa ist es. Machen wir einfach mal so platt. Nein! Oh nein! Das war diese scheiß Versteinerung. Die können ja instant killen, die Mistviecher. Ich sollte mal sehr schnell abhandeln, die Medusa. Oh Gott! Okay, wie Spaß, ihr wollt uns nicht anhascht. So, dann gibt es erstmal Blendung und dann gehen wir nochmal so drauf auf diese elende Medusa. Okay. Oh Mann, dieser Finisher mit diesen scheiß Pfeiler. Oh Mann, krieg ich nie gebacken, die Scheißdinger. Das ist halt so platt. Das gibt's doch alles gar nicht gewittert, du na Keitel noch einmal. Verschissen die Rotzdrecksschlange, komm. Jetzt werde ich langsam richtig wütend. Oh, fuck yourself, Mann. Wenn's schon so anfängt. So, wär erstmal blind, du Gretel. Wär noch einmal blind. Gibt's was mit dem nemesischen Löwe, dass es gerade so kracht? Ich will zu dieser scheiß Medusa. Nicht zum Minotaurus. So. Ja gut. Gott im Himmel! Mann! So ein verschissener Drecksrotz, und wie lang halten die Scheißviecher eigentlich? So. Jetzt werden die Scheißviecher unsterblich, verdammt nochmal. So, jetzt ist er endlich mal tot. Alter, kotzt mich das ab. So, jetzt ihr noch. Du kriegst auch noch deinen Senf ab, du Kuh. So. Der ist für dich. Oh nee! Da ist nochmal so ein scheiß Medusa mit dabei. Kotzt mich an. Kotzen mich die Viecher an mit ihrer scheiß Versteinerung. Mach sie einfach fertig, Kratos. So. So, dann. Gut, das riese Rindvieh da hin. So, kriegst du auch noch ein bisschen was ab. So, gerade hat das. Schluckt die Verbannungsklinge, du Kuhmensch. So. Und ihr auch noch mit euren Kristallschilder. Ja. Okay, robb ich noch nicht den Kopf ab. Glück habt.
So, Gott, hat mich das jetzt angekotzt. Da war ich richtig angepisst gerade. Gut, dass es eine neue Episode ist. Sonst bei der alten Episode mit über 30 Minuten wäre ich auch noch ungeduldig, war wie Sau. So, und hier ist der Speicherpunkt. Alle hopp. Gut, ich mache an der Stelle tatsächlich einen kleinen Cut, ihr liebe Leute. Das heißt, das wird der erste Teil von dem Video, kann ich wieder noch schneiden, ist alles kein Thema. Und wir sehen uns sofort wieder. Ich mache jetzt nämlich heute mal Sendepause hier bei Speicherpunkt, die Höhlen nach wie vor. Alles klar, für euch ist nur ein kleiner Cut und für mich geht es erst nächste Woche weiter. Bis gleich. Da bin ich wieder. Okay, wir machen direkt weiter. Für mich ist mal wieder eine Woche vorbei. Für euch nur eine Sekunde, wenn überhaupt. Habt wieder Geduld mit mir, wenn ich hier rumwaschtel. Und nicht alles auf Anhieb mal wieder klappt. So. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, ihr liebe Leute. Ich habe gesehen, wie viel der neue God of War nach wie vor kostet. Und aufgrund der neue Urheberrechtsreform, die ja glücklicherweise, ach Gott, ist das überhaupt nicht sarkastisch, durchgesetzt wurden, sehe ich es persönlich nicht in der kurzen Zeit, in der ich auf meinem Kanal noch Let's Plays mache, so viel Geld auszugeben für Spiele, die ich eigentlich noch nicht mal spielen wollte, um mal ganz ehrlich zu sein, weil das wurde sich ja eigentlich von euch gewünscht. Und ich würde ganz gern eigentlich Telltale Games The Walking Dead The Final Chapter dann anschließen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, es tut mir leid drum. Hätte ich noch mehr Zeit, hätte ich auch God of War von 2018 definitiv noch weitergemacht. Aber unter den Umständen, unter den neuen Gesichtspunkten sehe ich das nicht ein. Ich werde das auch noch auf Twitter und auf Facebook kundtun. Tut mir leid für euch, aber wie gesagt, mir ist die Zeit so kostbar und die läuft mal aufgrund von einer neuen Urheberrechtsreform mit Artikel, final Artikel 17 genannt, dann leider davor. Notizbucheintrag. Zeus verlangt eine neue Zelle für einen weiteren Gefangenen. Nachdem ich die Richter des Hades gesehen habe, verspüre ich Mitleid mit der armen Seele, die dort gequält werden wird. Möge sie Erlösung finden, lange bevor sich die Kette des Gleichgewichts löst. Daedalus, Tag 4593. Ja, weil wie gesagt, durch diese neue Urheberrechtsreform weiß ich nicht, wie lange Let's Plays überhaupt noch möglich sind. Spätestens bis das Gesetz in 11 bis 2 Jahren in Kraft tritt. Daedalus. Mein Sohn, mein lieblicher Ikarus. Nicht ganz. Gut, gut. Du hast den Eissturm. Der Skorpion muss tot sein. Der Eissturm. Er ist das Geheimnis des Labyrinths. Um zu entkommen, müssten wir es zusammensetzen. Gut, gut. Du hast schon begonnen. Einige Blöcke sind schon angeordnet. Also, wenn du drinnen bist, benutze das Geschenk des Boreas. Es ist der Antrieb des Labyrinths. Du bist nicht... Aber du... Was hast du mit meinem Kind gemacht? Mein Sohn! Wo ist mein Sohn? Dein Sohn ist tot, Daedalus. Mein Sohn, mein Kind. Nein, nein, nein! Ich nahm das Geschenk des Hades, das flüssige Feuer und den Eissturm, um die Macht des Labyrinths zu erschaffen. Die Macht erwecken! Die Macht zu erwecken. Die Macht zu zerstören. Der König der Götter hat mich verlassen. Er sagte, wenn ich das Labyrinth baue, sorgt er dafür, dass mein Sohn zurückkommt. Er sagte, wenn ich das flüssige Feuer nehme. Oh, mein Sohn, oh mein Kind. Wasserarmy Sau. Wahrscheinlich kennt Kratos nur Hilfe für ihn. Ich bringe einfach mal vorsichtshalber um, ne? Gott, Wasserarmy, der tut mir wirklich leid, der Daedalus. Richtig Army Sau. Aber ja, wie gesagt, da mir die Zeit davor rennt und ich maximal 2 Jahre habe, bis das Gesetz in Kraft tritt, bevor ich meinen Kanal wahrscheinlich schließen muss, würde ich gern nur das zocken, worauf ich auch wirklich Bock habe. Von daher, sorry ihr liebe Leute, ihr habt es zwar gewählt, aber ich entscheide mich dagegen, God of War von 2018 zu spielen.
und werde dann direkt mit The Walking Dead The Final Chapter anfangen. Weil das hat ja auch Tradition auf meinem Kanal und darauf freue ich mich auch, um ehrlich zu sein. Was haben wir dann noch? Aber God of War 3 bringe ich auf jeden Fall noch sauber über die Bühne. Da müsst ihr euch keine Sorge machen. Das möchte ich auf jeden Fall noch beendet haben. Okay, Trophäe erhalten in Silber voll ausgerüstet. Wahrscheinlich, weil ich jetzt Jedi-Waffe und Neve-Waffe volle Kanne aufgepumpt habe. Okay, das wollte ich gar nicht. Okay, dann mach halt die Mittlertruhe zuerst auf. Noch ein Gorgonenauge. So. Okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier zu dem armen Schwein irgendwie rüber. Ja. Oh Mann, der tut mir wirklich leid. Es gibt kaum was Schlimmeres, als wenn ein Elternteil sein Kind verliert. Egal, ob das jetzt eine Mutter ist, die das Sohn verliert, oder ein Vater das Sohn, oder Mutter die Tochter, oder Vater die Tochter. Das ist einfach nur grausam. Vor allem, wenn man dann auch noch als alter, schwacher Mann so arg gekettet hängt und überhaupt nichts machen kann. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist mit Abstand eines der schrecklichsten Schicksale, die ich mir vorstellen kann. Vor allem, wenn Kratos auch noch der eigene Sohn gekillt hat und der Mörder vom Sohn erscheint dann auch noch. Das ist natürlich das Ganze nochmal auf eine räudigere Stufe gesetzt. So. Okay. So. Halte mal eine Gaul an. Mit X lasse ich los, ne? Jo. Ich mache nur, wie ich das sage, Daedalus. Ich mache hier nie was. Kratos macht generell nie was Schönes. Okay. So, was kommt jetzt wieder Olberes? Der wird jetzt auch in sein eigenes Labyrinth reingepuzzelt, oder wie? Als ob dem sein Schicksal nicht eh schon beschissen genug wäre. Ah, ich kann mich ja noch bewegen, okay. Scheiße, der wird jetzt in seinem eigenen Labyrinth eingeschlossen. Oh Mann! Ist das grausam. Also du hättest dann wirklich einfach umbringen können. Das wäre tatsächlich mal gnädig gewesen. Aber nee, stattdessen bringen wir einfach mal Hera sinnlos um. Warten wir mal ab. Das Labyrinth. Jetzt sind wir drin im Labyrinth. Ich sehe es schon, Kummer, ich verirre mich generell sehr gern in Labyrinthe. Das kann spaßig werden. Oh, da ist er Han Solo-mäßig drin, oder was jetzt? Hätten sie denn lebend jetzt in... Oh. Oder ist es Icarus, oder hätten sie Daedalus so richtig Han Solo-mäßig reingedrückt? Also Zeus ist hier definitiv auch mal ein Riesen-Arschloch, muss man auch mal dazu sagen. Ist mal ganz ohne Scheiß. So, dann du, Kasperkopf. Gut. Skrupellos. Bin immer gespannt, ob jetzt das Labyrinth tatsächlich das letzte Level ist. Oder ob noch was kommt. Cool, ich kann die Statue mehr oder weniger benutzen als Schutzschild gegen die Flamme vom Cerberus. Oder Cerberus Bastard oder wie die Viecher hier heißen. Ich glaube, die wurden hier als Cerberus Bastard bezeichnet. Ach Gott, du Ultra-Oberaffe-Arsch. So, Entschuldigung. Aber das ist einfach nur eklig. Was Kratos mal wieder für einen Scheiß treibt. Jetzt muss er wieder zur Kontrolle zwingen. Oh Mann! Jesus, erleid! Gut, du wieder. Okay. Gut, warte mal, ich möchte mit der nemeische Löwe weiter kämpfen. Die machen mal Spaß eigentlich. Upsala.
Die nemeische Löwe sind halt richtig cool für Nahkampfaktionen. Und die andere Waffe sind eher so Midrange-Dinger. Ah, okay, gut. Hier ist anscheinend niemand gehan solo't worden. Warte mal. Dass ich hier irgendwie noch lustig die Truhe verpasse. Okay. Gut. Hier sind aber noch lustige Truhe. Auf damit. Magie brauchen wir gerade nicht. Was läuft dann hier ab? Mhm. Okay, und hier geht's wieder weiter über die Icarus-Reliefs. Hier muss ich anscheinend jetzt mal was lösen. Irgendein Rätsel lösen und nicht einfach nur Gegner platt machen. Okay, dann haben wir erstmal den A-Trieb an. So, tut sich was, ja. Okay. Ganz bezaubernd. Na gut, dann laufen wir mal hier durch. Robben das... Okay, dann robben wir das halt nicht auf. Noch einmal. Das brutzelt da hinten einfach nur. Okay, dann müssen wir warten. Müssen wir relativ schnell dran kommen an das Ganze. Ja. Jetzt robb auf. Eine Phönixfeder und do damit Opfer angenommen, verbessertes Magie. Ich han in Labyrinth geschafft. So, alles klar. Okay, das hat ihn anscheinend noch Wege da, obwohl ich nicht voll reingerannt bin. Warte mal, ich möchte auf jeden Fall noch an die Truhe, auch wenn wir die Erfahrungspunkte Orbs nämlich brauchen. Möchte ich sie trotzdem mitnehmen. Das hat einfach nur so einen Charakter von, ich mache das der Vollständigkeit halber. Okay, da müssen wir jetzt höllisch aufpassen. Weil da muss ich wahrscheinlich noch overwurschteln. Und schnell da wieder hoch. Genau. Hoppenla. Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Immer ganz fix. So. Mach schon, Kratos. Schnell. Hoch. Okay. Und dann muss ich da hoch. Alles klar. Und dann auf die andere Seite wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt schnell. Ah, okay, dann rechts. Okay, okay, ja, da oben kann ich ja hoch wegen dem Gedöns hier. Okay, dann müssen wir nochmal warten. Ja, eben geht's. Alles klar. Dann hier hoch. Da hoch. Warte, bis der wieder runterkommt. Und jetzt. Was war schon da? Okay, dann R1 fährt zum Falle-Losser einfach, ne? Jo, okay, jetzt Hammers. Gut, alle, nur einmal gestorben und an sich sofort kapiert. Das ist für mich mal wieder relatives Neuland. Okay. Ist mal sogar von mir gewohnt, dass ich 1000 Fails habe, ne? Okay. Dann hier weiter. Ich hoffe, wir kommen dann auch bald zum Olymp. Ja, das öffnet sich schon für uns. Okay, Rätselraum wieder. Müssen wir wahrscheinlich erst einmal. Ja. Da geht's auf, das dachte ich mir. Aber da müssen wir was drauflegen. Ach, das dachte ich mir. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich damit arbeiten, das Ding mehrfach zu drehen, ne? Oder? Ah, hier haben wir ja schon den A-Trieb. Okay, was passiert? Dreht sich. Ah, ja. Mhm. Ich muss es über die mehrere Ebenen machen. Damit es dann hier wieder runterplumpst, ne? Haben wir hier noch irgendwas Lustiges? Ne, da kommt er nicht hoch. Alles klar. Na gut, dann so. Na, komm schon. Kratos. Asshole. So, genau das. Jetzt haben wir nämlich den geschafft.
können den dort draufzerren. Dann war's das. Ja, Gesundheit holen wir uns noch. Und einmal der Waschler. Jetzt sind wir over. Okay, wieder ein großer Puzzleraum hier. Aber ich stehe da mal glatt, sag ihr liebe Leute. Hier mache ich dann meinen Cut. Dann sind wir auch nämlich wieder in etwa bei der 20 Minuten. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. Wie gesagt, das musste ich heute definitiv nochmal ansprechen. Ich werde es auch nochmal am Ende ansprechen vom Let's Play. Aber ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst, schon früh genug, und dass die Entscheidung nicht ganz am Ende urplötzlich kommt, dass der 4. God of War Teil nicht von mir weiter Let's Played wird, weil mir halt die Zeit davor rennt. Machen's gut und bis immer mal dann wieder zum dritten Teil hier. Iron Yankee.